Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung den Bundesrat unterwegs auf dem alljährlichen Schulreisli. Die Bilder von Otto Tschumi machen Halt im Schloss Spiez. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten des Tages. Ab Samstag ist die Schweiz aus dem Ausland. Die Schweiz muss den Teller statistisch gesehen aus dem Ausland füllen. Die einheimische Landwirtschaft deckt nämlich nur 52% des Lebensmittelbedarfs im Land. Knapp die Hälfte muss also importiert werden. Linke wehren sich. Die SP, die Grünen und die Gewerkschaften haben heute ihre Kampagne gegen die AHV-Reform lanciert. Die einseitige Rentenkürzung für die Frauen ist nicht hinnehmbar und es ist ein weiterer Versuch, die finanziell angeschlagene Sozialversicherung zu sanieren. Im August verwandelt sich die Weissensteinhalle in Bern zum Mekka für Futsal-Begeisterte. Zuerst sind für den Frau Minerva Cup 2022 hochkarätige europäische Teams zu Gast und eine Woche später geht die Vorrunde der Champions League über die Bühne. Es ist Tradition, dass der Bundesrat auf seinem alljährlichen Reisli die Nähe zur Bevölkerung sucht. Dieses Jahr hat er das als erstes in Schaffhausen am Rheinfall gemacht. Dort ist es nicht nur um Sightseeing gegangen, sondern dass das Gremium abseits vom politischen Alltag sich auch persönlich treffen kann. Es war wunderbar. Das Wetter könnte nicht schöner sein. Und das ist ganz ein eindrücklicher, schöner Ort. Also, das hat mir super gefallen. Ja, wunderschön. Schauen Sie, bei einem herrlichen Himmel wie heute, bei diesem Wetter und bei dieser Wassermenge, man glaubt zu träumen von der Schönheit. Wissen Sie, wir sind ganz normale Menschen und wir sprechen auch sehr viel miteinander, auch in Bern, vor Sitzungen, nach Sitzungen, in der Sitzung ein bisschen formeller, selbstverständlich. Und es geht hier einfach so weiter. Wir kennen uns auch gut, wir haben auch sehr viele Herausforderungen zu meistern zusammen, haben wir sehr viele Kontakte und auch eine sehr gute Stimmung. Das muss ich sagen, auf die menschliche Ebene geht es, es ist immer sehr gut gegangen und es sind einfach schöne Momente. Nicht nur der Rheinfall, sondern auch das Schloss Spiez ist immer wieder ein Ausflug wert. Die Vorbereitungen für die aktuelle Sommerausstellung sind abgeschlossen und es kann Vernissage stattfinden. Zu sehen sind in der Kunstausstellung «Surreale Welten» Bilder vom Berner Maler Otto Tschumi. Bis Mitte Oktober können die 70 Werke begutachtet werden. Meine Kollegin Kim Franzen war vor Ort und hat mit der Barbara Egli von der Leitung vom Schloss und vom Museum geredet. Das Schloss Spiez hat eine lange Tradition mit kleinen und feinen Kunstausstellungen. Wir haben selber nur eine kleine Sammlung, das heisst, wir sind auf Leihgaben angewiesen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, in Zusammenarbeit mit der Arts-Nachlassstiftung Bern Otto Tschumi zu bringen. Die letzte Ausstellung war 2004, also schon ein bisschen Zeit her. Und darum ist wirklich zeitreif, wieder mal Otto Tschumi zu zeigen. So wie ich es gehört habe, sind Sie auch fasziniert von ihm. Was ist denn das Besondere am Otto Tschumi? Ja, es ist seine Offenheit. Er war sehr experimentierfreudig und es ist auch sein Witz. Er ist einfach auch humorvoll und lustig mit seiner Kunst. Wir feiern morgen die Vernissage. Dann ab dem 2. Juli sind wir regulär offen bis am 16. Oktober. Wir haben unser Schlossmuseum, wo Geschichte erzählt wird von diesem Ort und von den Bewohnerinnen und Bewohnern von diesem Schloss Spiez. Und da gehört die Familie Vosssträttlingen dazu im Hochmittelalter. Und es ist lustig, der Otto Tschumi hat einen Auftrag bekommen für ein Wandgemälde im Schulhaus Dürrenast in Thun, ehemals Strättlingen. Und dort hat er die Miniatur, die berühmte aus dem Codex Manesse von dem Heinrich
Friedrich von Strätlingen mit seiner Dame umgesetzt, surrealistisch. Also eine schöne Anbindung eigentlich an unsere Schlossgeschichte. Ob das Wetter morgen für einen Ausflug ins Schloss Spiez geeignet ist, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch so oder so einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitungwetter für den Kanton Bern. Nach diesen zum Teil heftigen Gewittern, die wir gestern Nachmittag und Abend hatten, hat sich das Wetter heute im Verlauf des Tages deutlich bessert. Der Grund, das Hochdruckgebiet Hartmut. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir sind da zunehmend in ruhigere Fahrwasser reingekommen und das Wochenende das steht jetzt ganz klar unter Hochdruckeinfluss. Das heisst, in der Nacht auf morgen da ist es gering bewölkt bis sternenklar und morgen Vormittag da ist es sonnig, höchstens lokal zum Morgen noch ein paar Nebelschwaden oder Hochnebelfetzen. Die Temperaturen gehen doch ziemlich retour. Es gibt also eher einen frischen Morgen. Tiefstwerte die liegen bei rund 10 Grad. Am Nachmittag geht es mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Nur über den Bergen bilden sich ein paar kleine, harmlose Quellwolken. Und die Temperaturen die sind sommerlich warm. In Biel beispielsweise haben wir 28 Grad, in Bern 27 Grad und auch im Oberland da haben wir 26 bis 27 Grad. Am Sonntag geht es meistens sonnig weiter. Allerdings steigt bis am Abend vor allem über den Bergen die Regen aus und die Gewitterneigung an in der Nacht vom Montag, zum Teil auch im Flachland. Die Temperaturen doch ziemlich heiß. In Interlaken da gibt es um die 31 Grad. Am Montag da ist es nur noch zum Teil sonnig, ebenfalls am Dienstag. Es gibt immer mal wieder Platzregen oder Gewitter. Die Temperaturen die liegen bei schwülwarmen 25 bis 26 Grad. Und in ähnlichem Stil geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter. Vor allem über den Bergen gibt es weitere Platzregen und Gewitter. Eine stabile und länger andauernde Hochdrucklage ist also nicht in Sicht. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Weiterhin einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.